Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Gesetzesprojekt, den ich als Reporter vorstellen, ändert Gesetz vom 26. März 1992 über die Ausübung und die Abwertung von bestimmten Gesundheitsberufen. Ziel vom Gesetzesprojekt ist der gesetzliche Kader vom Infirmiersberuf und Realität von der modernen Gesundheitsversorgung anzupassen. Der Ruf vom Infirmier hat sich in den letzten Jahren wesentlich entwickelt. Infirmieren limitieren sich heute nicht mehr auf die Ausführung von medizinisch verschriebenen Behandlungen. Sie überholen eine wichtige Rolle bei der klinischen Evaluation, bei der Planung, an der Koordination von der Pflege, bei der Prävention, bei der Gesundheitserziehung und auch bei der kontinuierlichen Überwachung von den Patienten. Ein großer Teil von den zuständigen Bestimmungen basieren aber noch immer auf einem alten reglementarischen Kader, die größtenteils auf die Jahre 1991 zurückgeht. Diese Kader entspricht nicht mehr den wissenschaftlichen, technischen und organisatorischen Entwicklungen am Gesundheitssektor. Das Gesetzesprojekt soll dafür Rechte, Aufgaben und Responsabilitäten vom Beruf mehr klar definieren. Eine erste Änderung betrifft die offizielle Bezeichnung vom Beruf. Den Titel Infirmier wird durch den Titel Infirmier responsable de soins généraux ersetzt. Damit wird die Lützebauer Terminologie und die europäische Direktiv über die Anerkennung von beruflicher Qualifikation angepasst. Die bestehenden Diplome und Autorisationen für den Infirmiersberuf bleiben aber vollständig gültig. Das Gesetzesprojekt sieht ausdrücklich vor, dass die für Inkrafttreten ausgestatteten Diplome und Ausübungsautorisationen von dieser Änderung nicht auf Frage gestellt gehen. Der Kern vom Projekt besteht an einer neuen Annex zum Gesetz von 1992. Das Annex definiert den Beruf, Formationsaufforderungen, Missionen, Modalitäten von der Berufsausübung an der reserviert Pflegemaßnahmen an technischen Akten. Eine zentrale Neuerung ist die ausdrückliche Anerkennung von der eigenen Rolle vom Infirmier, der sogenannten Rolle propre. Der Infirmier kann am Kader von seinen Kompetenzen an der gesetzlichen festgelegten Grenzen auf Basis von seinem eigenen klinischen Urteil handeln. Das umfasst unter anderem der Erheben von klinischen Donien, die Analysen von diesen Donien, die Identifikation von aktuellen oder möglichen Gesundheitsproblemen, die Festlegung von individuellen Pflegezielen und Planung von den neuen oder nächsten Interventionen. Der Infirmier assuriert auch die kontinuierliche klinische Überwachung und evaluiert, ob die geplanten Maßnahmen die gewünschten Resultate bringen. Die neue Annex deelt Missionen vom Infirmier auf 5 Großbereiche an. Der nächste Bereich ist die strukturell klinische Demarche. Hier geht es um die Evaluation von der Person, die Analyse von ihrer Situation und Planung und die Umsetzung von der Pflege. Der zweite Bereich betrifft die Koordination vom Pflegefachkurs. Der Infirmier schafft mit anderen Gesundheitsberufen zusammen, organisiert die verschiedenen Etappen von der Betreuung und sorgt für die Kontinuität von der Pflege. In diesem Kontext gehen auch Infirmierskonsultationen auch klar definiert und dokumentiert und dadurch auch die klinischen Parcours ermöglicht. Der dritte Bereich betrifft Sicherheit und Qualität von der Pflege. Dazu gehören Dokumentation von der klinischen Demarche, Prävention von Infektionen, die Analyse von unerwünschten Evenementen und Bedeligungen und der Forschung an den Pflegewissenschaften. Der vierte Bereich ist Prävention und Promotion von der Gesundheit. Hier soll den Infirmier Patienten an ihre Familien informieren, begleiten und dabei unterstützen, ihre Autonomie so weit wie möglich zu erhalten. Der fünfte Bereich betrifft die berufliche Weiterentwicklung. Die Infirmieren sollen die wissenschaftlichen Entwicklungen an ihrem Bereich surveillieren und der Formation von Stagiären an neue Mitarbeiter teilnehmen und zu der Entwicklung von der Pflegepraktiken beitragen. Herr Präsident, eine weitere wichtige Neuerung ist die Neuklassifikation von den Pflegemaßnahmen an den technischen Akten. Das Projekt feiert 3 Kategorien an: A1, A2 und A3. Kategorie A1 umfasst Akten, die den Infirmier autonom an seinem eigenen Berufsbereich durchführen kann. Kategorie A2 betrifft Akten, die auf Basis von einer schriftlichen medizinischer Preskription oder einem Protokoll, aber ohne physische Präsenz von einem Doktor, durchgeführt gehen. Kategorie A3 betrifft Akten auf Basis von einer Preskription oder einem Protokoll, bei denen ein Doktor muss an der Lage sein, bei Bedarf direkt anzugreifen. Diese Klassifikation soll mehr Klarheit schaffen. Sie soll für alle Akte feststellen, unter welchen Konditionen ein Infirmier durchführen kann.
D'Lech vun den Akten ass thematisch strukturiert. Die betrifft in anderem d'Ernährung, an Dissertation, Hygiene, Mobilitéit, Dotmung, Prävention, Koordination vu Pflegeparcours, Behandlung an die Überwachung. Der Projekt regelt auch d'Assistenz, die den Infirme engem Doktor ausserhalb vum Operationssaal lechten kann. Wann den Doktor physisch präsent ist an Doktor selber überwacht, können Dokten von der Kategorie A2 an A3 unter bestimmte Konditionen auch ohne eng vorausgehend schriftliche Preskription durchgeführt gehen. Sie müssen no Patientendossier dokumentiert und vom Doktor validiert gehen. Besondere Bestimmungen gelten für Notsituationen. Wenn ein Doktor präsent ist, aber wenn der Urgenz keine schriftliche Preskription ausstellen kann, darf den Infirme auf Basis von einem mündlichen Auftrag handeln. Wann eng medizinische Intervention net an engem adäquaten Delay méigich ass an Lewen vun enger Person an direkter Gefahr ass, kann den Infirmier verschiedene Maßnahmen holen, die hin aufgrund von seinen Kompetenzen an enger konkreter Situation finedig hat. An so Fall besteht eine klare Dokumentationspflicht. Der Infirmier muss Situationen, die durchgeführt gouf, an Akten an Resultate von der Intervention im Patientendossier festhalten. Herr Präsident, es ist für dieses Gesetzesprojekt ein ganz Reihe Navien nachkommen. Das sind de Projekt aus unterschiedlichen Perspektiven bewährt. Der Conseil supérieur de certaines professions de santé huet de Projekt insgesamt positiv opgeholt. Begräst, dat der gesetzliche Kader und die tatsächliche Entwicklung vom Infirmiesberuf angepasst wird. Besonders positiv wert hin die méklore Definition von der klinischer Demarche, der Koordination vom Pflegeparcours, der Prävention an der Qualitätssicherung. Hin unterstützt auch d'Affäierung von einer positiver List von den zugelassenen Akten an die Abdelung an Kategorien A1, A2, an A3. Der Conseil supérieur stellt allerdings fest, dass verschiedene Akten, die am Projekt als neue Attributionen präsentiert gehen, an der Praxis schon haut von Infirmieren durchgeführt gehen. Der Projekt gibt das Praktiken damit für allem juristisch aufsichern, ohne die Kompetenz vom Beruf an alle Bereiche wirklich auszubauen. Der Conseil supérieur friet außerdem eng méi klare Definition von der Kategorie A3. Hier bedauert auch, dass Diskussionen über eine limitierte Infirmierspreskription nicht zu einem konkreten Resultat gefordert werden. An dem Kontext proposiert der Conseil supérieur zukünftig zusätzliche Kompetenzen zu überprüfen. Dazu könnten die Administration für frei verkaufbare Medikamente nach einer klinischen Evaluation, dann die Administration für Sauerstoff oder die Erneuerung von bestimmten Preskriptionen bei chronischen Krankheiten zählen. Das muss selbstverständlich an einen klar definierten Kader an einer regelmäßiger medizinischer Betreuung geschehen. L'Association nationale des infirmières et infirmiers du Luxembourg, kurz ANIL, hat mehr grundlegende Reserven gegenüber dem Projekt formuliert. Der ANIL no gëtt d'Autonomie vum Infirmesberuf nëmme punktuell ausgebaut. De Projekt geht für allem die Responsabilität vun Infirmier bei der Ausführung von Akten erhegen, ohne seine eigene klinische Entscheidungsresponsabilität am selbsten Moos anzuerkennen. Daniel kritisiert doch die Methode, mit der das Gesetzesprojekt ausgeschafft wird. Sie weist darauf hin, dass es keine formelle Validation vom Text durch die konzernierten Berufsvertreter gegeben hat. Es hat auch eine klare Dokumentation von den sukzessiven Versionen an den detaillierten Vergleichstabellen gefehlt. Das hätte Daniel noch zu Inkohärenzen, Wiederholungen und Auslösungen am Text gefordert. Als Beispiel nennt sie die Administration vom Sauerstoff, die nicht ausdrücklich an der Löschung von Akten am Bereich von der Atmung abgefordert ist. Daniel fordert dafür eine komplett strukturiert und konzertiert Überschaffung vom Text. Und bis so eine Revision aufgeschlossen ist, plädiert sie dafür, den Moment den gültigen gesetzlichen Kader beizubehalten. Inhaltlich fragt Daniel unter anderem den Begriff von der medizinischen Preskription mehr präzise definieren. Sie will auch, dass die Infirmierskonsultationen klar als eigene Attribution vom Beruf anerkannt wird. Daniel proposiert eine Definition von der illegalen Ausübung vom Infirmierspflege an Gesetz abzuwählen. Verschiedene Akten, die am Projekt an Kategorie A2 erst angestuft gehen, sollten ihrer Meinung nur an Kategorie A1 geregelt gehen, weil sie zum eigenen klinischen Bereich vom Infirmier gehören. Daniel schwätzt sich auch für eine limitierte Infirmierspreskription aus. Das soll Produkte und Gesundheitsmaterialien umfassen, die für die Ausübung vom Beruf nötig sind und ohne medizinische Preskription verkauft können gehen. Die Association unterstreicht dabei, dass das Forderung nicht mit der sogenannten Pratique avancée gleichgesetzt goufen. Es geht hier eine klare Anerkennung von der Kompetenz zu gehen, die schon zum allgemeinen Berufsbild von einem Infirmier responsable des soins généraux gehören. Chambre des Salariés hat das Projekt ebenfalls kritisch bewertet, setzt an ihrem Avis aber einen Akzent. Sie stellt fest, dass das Gesetzesprojekt dem Ziel von einer tatsächlichen Abwertung vom Infirmiersberuf nicht voll gerecht wird.
Ihrer Meinung nach gehen hauptsächlich Besteuern an Revisionen neu strukturiert und reformuliert. Schon die Salarié sei dafür kein deutlichen Ausbau von der professionellen Autonomie. Besonders bedauert sie, dass die Liste von den Akten, die den Firma autonom durchführen kann, nicht mehr weit ausgebaut wird. Als Beispiel nennt sie die Möglichkeit, unter klaren definierten Konditionen bestimmten freien Verkauf von Medikamenten zu administrieren. Da schon die Salarié noch den deutlichen Ausbau von der Mission und Kontinuität von der Pflege verbessern. Kennt auch dazu beitragen, die Effizienz vom Gesundheitssystem an einem Kontext von Personalmangel zu stärken. Gleichzeitig gibt eng mé grosse Autonomie die berufliche Kompetenzen von einer Firma besser unerkennen an der zur Abwertung zur Attraktivität vom Beruf beitragen. Schon die Salarié betonen schließlich, dass Revisionen von den Gesundheitsberufen regelmäßig oder medizinisch, technisch und organisatorische Entwicklungen müssen angepasst gehen. Der Collège Medical erkennt an seinem Avis an, dass das Projekt die Rechtssicherheit verbessert an den gesetzlichen Kader mit der verfassungsgerechtlichen Aufforderungen und Konformität bringt. Hinaus aber auch der Meinung, dass das Projekt für alle Mengen juristisch und konstitutionelle Reformen durchstellt und nicht mehr begrenzt als eine umfassende Modernisierung vom Gesundheitssystem kann angesehen gehen. Der Collège Medical stellt fest, dass das Projekt Kompetenzen vom Gesundheitsberufer nur wenig neu definiert. Die vermisst auch konkret Maßnahmen, die zu einer mehr breiten Abwertung von der Gesundheitsberufe beitragen könnten. Seiner Meinung nach gibt noch genug oder nicht genug auf große Herausforderungen reagiert. Dazu gehören auch die Alterung von der Bevölkerung, der Personalmangel, die Wurzeln von chronischen Krankheiten und die Entwicklung von erweiterten Pflegepraktiken. Der Collège Medical plädiert dafür mehr flexibel Formen von der interprofessioneller Zusammenarbeit für mehr gedeelte Kompetenzen an eine klar geregelte Situation und Aufgaben. Die Situation von technisch-medizinischen Assistenten an der Chirurgie hat ihrerseits Reserve betreffend Arbeit am Operationssaal formuliert. Sie kritisiert besonders die Bestimmung, nur der einer Firma außerhalb vom sterilen Feld eine Assistenz überholen kann, darunter auch den sogenannten Rôle du Circulant. D'Association no ass dese Begriff net genug definiert. Das kennt zu juristischer Unsicherheit, organisatorischen Unklarheiten an enger Vermischung von den Aufgaben von den verschiedenen Berufen feieren. Sie erstreicht, dass all Erbecht am Operationssaal spezifisch Kenntnisse verlangt. Dazu gehören Beherrschung von der Hygieneregeln, von spezialisiertem Material, vom elektromedizinischen Apparaten, von den Navigationssystemen und roboterassistierten Plattformen. Die Situation fordert dafür, den Begriff vom Circulant entweder präzise definieren oder aus dem Text ganz zu streichen. All Assistenz am Operationssaal soll außerdem unter einen obligatorischen und strukturierten Spezialformationskatalog gebunden gehen. Der Staatsrat hat schließlich eine Reihe logistisch und rechtlich als Observationen gemacht. Die Heisch Kipperschaft hat unter anderem gefordert, am ganzen Text konsequent Bezeichnung infirmier responsable des soins généraux zu benutzen. Kommission aus dieser Demande nur kommt. Der Staatsrat hat auch eine formelle Opposition gegen eine Bestimmung über Krisensituationen, Mobilitätsbegrenzungen und Isolationsmaßnahmen ausgeschwärzt. Die ursprüngliche Formuläre war seiner Meinung nach nicht genug verständlich und konnte wenigstens Rechtssicherheit nicht garantieren. Die Kommission hat Bestimmungen reformuliert. Die Gestion von akuten psychischen Krisen durch eine Begrenzung von der Mobilität wird davon getrennt von der Verlängerung oder der Abhebung von Isolationsmaßnahmen geregelt. Am Singen Avis komplementär hat der Staatsrat festgestellt, dass diese Reformation seine formelle Opposition abhebt. Die Kommission hat außerdem ein Amendement angeholt für die Messung an die Verwahrung von der Diurese, zum Beispiel korrekt an der Kategorie A1 anzuschreiben und einen Doppler am Text zu vermeiden. Bei der Administration vom Sauerstoff angeht, hat die Kommission festgestellt, dass Sauerstoff als Medikament angesiedelt an der Administration schon durch die allgemeine Bestimmung über die Administration von Medikamenten durch Inhalation aufgedeckt ist. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Kommission haben wir ausführlich über die diversen Avisen diskutiert. Besonders den Avis von der ANIL haben wir mehr genau in die Lupe geholt. An dem Kontext wird der Gesundheitsminister als auch über die Gespräche mit der ANIL informiert und über Konklusionen aus diesen Gesprächen. Notamment wird man am Gesundheitsminister als an der Kommission mitgeteilt, dass sie sich engagiert wird. Das Gesetz ist auf den Weg zu holen, für am Dialog mit der ANIL die nötigen Anpassungen vorzuholen. Das soll ab den Herbst am Kader von der Reform von Berufen in 2 Jahren geschehen. Es wird an meiner politischer Rede mehr genau ob diesen Werdegang angehen, an Herr Präsident, alle Kollegen einen Propos machen.
Zur Prozedur wäre folgendes zu sagen. Das Projekt de Loi auf den 6. März 2026 von der Minister für Gesundheit und Sozialversicherung an der Chambre deposiert. Die Kommission wird mich den 13. April als Rapporteur designiert. Der Gesetzesprojekt gouf an der selbeter Sitzung präsentiert. Den Avis von der Association luxembourgeoise d'Assistants Technique Médico de Chirurgie aus dem 20. April kommen. Der Staatsrat wird sein Avis den 5. Mai 2026 aufgehen. Den Avis von der ANIL gouf den 20. Mai publiziert, die vom Conseil supérieur de certaines professions de santé aus dem 4. Juni kommen. Der Collège médical wird den 11. Juni dieses Projekt avisiert, und schon die Salarié den 2. Juni ihren Avis ugeholt. Die Kommission hat Avis an ihrer Sitzung vom 3. Juni analysiert, die bis zum Moment publiziert werden. Den 10. Juni huet sie eng Reihe parlamentarisch Amendmente ugeholl an der Staatsrat huet dazu den 3. Juni sein AW komplementär aufgin. Diesen AW gouf analysiert an der Rapport gouf den 6. Juli von der Kommission ugeholl. Für weitere Details verweisen ich auf mein schriftlicher Rapport. Herr Präsident, damit schließe ich mein mündlicher Rapport an kommen wir auf den Exposé von der Position von meiner Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetzesprojekt schwätzen wir heute über eine Reform, die schon ganz lange gefordert wird. Die Anerkennung, die Abwertung und die Modernisierung von den Gesundheitsberufen. Diese Forderung ist nicht neu. Seit Jahren weisen Professionelle am Terrain darauf hin, dass hier gesetzliche Attributionen nicht mehr an alle Punkte der Realität von ihrem Berufsalltag übereinstimmen. Medizin hat sich verändert, Technologien haben sich verändert, Versorgung von den Patienten ist mehr komplex gehen. Und auch die Arbeit von den Infirmieren hat sich fundamental weiterentwickelt. Infirmieren feiern heute nicht einfach nur medizinische Preskriptionen aus. Sie evaluieren den Gesundheitszustand von den Patienten. Sie identifizieren Risiken. Sie planen Pflege. Sie koordinieren Versorgung. Sie überwachen die Evolution von den Patienten. Und sie sind auch die Personen, die am nächsten Kontakt mit den Patienten und ihren Familien stehen und sind. Der gesetzliche Kader hat mit dieser Entwicklung aber nicht immer Schritt gehalten. Genau da setzt dieses gesetzliche Projekt an. Und das ist der Gesundheitsminister Martin Depré, die diesen Dossier konkret angepackt hat. Sie hat das Projekt den 6. März 2026 deposiert und damit eine lang geforderte Reform an parlamentarische Prozedur gebracht. Die vierste Regierung hat sich am Kader vom Lützebauer Plan für Erholung und Resilienz gegenüber der Europäischen Kommission dazu engagiert, Kompetenzen und Responsabilitäten von den Gesundheitsberufen neu zu definieren und auszubauen. Das Reform ist also nicht nur eine nationalpolitische Absicht, sie ist auch von den verbindlichen, vereinbarten Jallonen am europäischen Plan für Erholung und Resilienz. Der gesamte Lützebauer Plan hat aktuelle Volumen von 241 Millionen Euro und nicht zurückbezahlbaren europäischen Mitteln. Es wäre nicht korrekt zu behaupten, dass das 241 Millionen Euro allein in diesem Projekt oder in diesem Gesetz hängen. Das Reform betrifft den ganzen Lützebauer Plan mit einer Reihe von Reformen an Investitionen. Die Definition von den Responsabilitäten von den Infirmiers responsables de soins généraux ist ausdrücklich als von den Jallonen am Plan angedroht. Den entsprechenden Rechtsakt muss am 3. Trimester 2026, also gleich, in Kraft treten. Alle Jallonen an Ziele von der europäischen Fazilität müssen spätestens den 31. August 2026 erfüllt sein. Dafür ist es wichtig, dass wir diesen Text stimmen. Die freie Regierung hat ein Engagement geholt, an die aktuelle Regierung hat Verantwortung überhaupt, den Text auszuschaffen, zu deposieren und durch Prozedur zu feiern. Das ist politische Kontinuität. Das ist aber für alle eine Frage von Kredibilität. Wenn Lützeburg Engagement erhält, national oder europäisch, dann muss Lützeburg das Engagement auch umsetzen. Herr Präsident, was verbessert sich dann konkret durch das Gesetzesprojekt? Ich will das an 5 Punkten resümieren. Erstens, gëtt der Berufstitel ugepasst. Aus dem bisherigen Titel Infirmier gëtt den Infirmier responsable de soins généraux. Domat gëtt als Terminologie und die europäische Direktive iwwer d'Unerkennung vun de beruflichen Qualifikationen ugepasst. Die Änderung huet keng Negativkonsequenzen fir déi Personen, die schon ein Diplom oder eng Autorisation hunn. Die bestehenden Diplome an Autorisationen bleiben integral gültig. Zweitens wird die klinische Rolle vom Infirmier mehr klar anerkannt. Dieses Gesetzesprojekt schreibt ausdrücklich vor, dass ein Infirmier auf Basis von seinem klinischen Urteil handelt, natürlich am Kader von seiner Formation, ab von den gesetzlichen definierten Kompetenzen. Er erkennt den, dass ein Infirmier nicht nur ein Exekutor ist,
mir en egeständische Gesundheitsprofessionellen, die klinisch Situationen evaluiert, Entschädungen präpariert an Fleisch organisiert, die strukturiert an Firmen ist dem Marschritt am Gesetz verankert. Drittens, Kontrolle vom Firme bei der Koordination vom Pflegeparcours gestärkt. Patienten hun haut dacks mat enger Reihe vu verschiedenen professionellen Strukturen zu dienen. Sie gehen ambulant behandelt, kommen an Spidol, gehen nur an enge Rehabilitation oder brauchen Hilfe daheim. An so enger Situation als eine gute Koordination entscheidet. Das Gesetzesprojekt erkennt durch die Planung an der Organisation von den verschiedenen Etappen vom Pflegeparcours als eine Mission vom Firma un. Viertens gehen Akten an 3 Kategorien angedeelt, was für mehr Klarheit sorgt. An méi klare Responsabilitéiten bedeit méi Rechtssicherheit fir d Personal an noch méi Sicherheit fir d Patienten. Fünftens ginn Notsituationen méi klar geregelt. Wann der Patient a Lebensgefahr ass an eng medizinsche Intervention net sehr genug méigg ass, kann den Affirme de Mussnahmen hullen, die hin opgrund vu senge Kompetenzen an der konkreter Situation fir nedig hält. Dommer verbënte Projekt Tandungsfähigkeit an der Urgenz mat enger klorer Responsabilitéit. Das sind substanziell positive Elemente vom Projekt. Herr Präsident, wir wollen aber auch nicht behaupten, dass diesen Text perfekt wird. Das ist nicht. Das wissen wir. Und das weisen auch die verschiedenen Wir. Es ist aber wichtig, dass wir differenziert zu lesen. Sie enthalten nicht nur Kritik, sie streichen auch eine Reihe von Fortschritte auf hier. Auch als die mehr kritischen Avien ergibt sich, dass das Projekt auf manchen Praktiken, die heute schon im Terrain existieren, gesetzlich unerkannt an aufgesichert gehen. An die schriftlich Avien decken nicht all Einzelstimmen aus dem Sektor auf. Auf viele Gespräche mit Professioneller heiert den auch, dass die grundsätzliche Richtung vom Text begrüßt wird. Mehr Unerkennung von der eigenen Rolle, mehr klare Missionen und mehr Rechtssicherheit. Herr Präsident, es gab eine Reihe Kritiken, und wir holen auch die Kritik echt. Das gilt ganz besonders für den Avis von der ANIL, der Nationalen Association von Infirmieren und Infirmieren. Bedenken von ANIL, die ich am engem mündlichen Rapport vorgedrungen habe, sind keine Detailfragen. Es sind Fragen, die die Berufsidentität, die Verantwortung an den Alltag von den Firmen direkt betreffen. Ich selber hatte eine Interview mit ANIL. Das Gespräch wird mir erlaubt, die Argumente am Detail zu hören und mir ein Eigenbild von ihren Gedanken und Bedenken zu machen. Ich will der ANIL merci so für diesen offenen, sachlichen und konstruktiven Austausch. Das ist legitim, dass eine professionelle Situation einen Text kritisch analysiert. Und das ist Aufgabe als Politik, diese Kritik nicht einfach an den Teppich zu kehren. Auch Gesundheitsminister hat ANIL getroffen. Sie hat sich bereit erklärt, die identifizierte Probleme noch einmal zu analysieren und die nötigen Notbesserungen am Kader von der nächsten Reform, notamment der vom Aide-Soignants-Beruf, vorzuholen. Das ist der richtige Weg. Die Alternative kann nicht sein, heute nichts zu machen, den europäischen Delay zu verpassen und den ganzen Prozess auf den Anfang zurückzusetzen. Die Alternative ist heute ein wichtiger Schritt zu machen und zur selben Zeit klar festzuhalten, dass die Arbeit nicht fertig ist. Wir stimmen heute nicht über das letzte Kapitel von der Reform von der Gesundheitsberufe auf. Wir stimmen über eine wichtige Etappe auf. An eine Etappe kann und muss weiterentwickelt gehen, wenn die Erfahrung vom Terrain oder der strukturierten Dialog mit den Professionellen das verlangen. Dafür deposieren ich heute eine Motion, Herr Präsident. Und mit dieser Motion fordern wir die Regierung auf, am Hirsch den strukturierten Dialog mit der ANIL und den anderen konzernierten Vertretern vom Sektor weiterzuführen. Die Regierung soll die identifizierten Unklarheiten, die Inkohärenzen und Aufgrenzungsprobleme noch einmal systematisch analysieren. Also sie soll die nötige gesetzliche Notbesserung am Kader von der Reform vom Aide-Soignants-Beruf oder von dem anderen passenden legislative Gefähr vorholen. Und Monsieur Kurt bislo eine ganz breite Zustimmung und ich will schon auf dieser Seite große Merci dafür so. Herr Präsident, die Damen und Herren, die Abwertung von der Gesundheitsberufe ist eine langjährige Forderung. Mit diesem Projekt wird es endlich konkret gepackt. Das Gesetzesprojekt erkennt die klinische Rolle von Infirmieren besser an. Es klärt die Missionen, es stärkt Koordination, es schafft mehr Rechtssicherheit und es passt Gesetz und Realität von der modernen Pflege an. Das Projekt ist nicht perfekt. Mit Antwort auf ein nicht perfektes Projekt kann nicht immer sein, gute Schritte zu machen. Als Antwort ist ein anderer. Wir machen heute den Schritt, der nötig und richtig ist. Wir respektieren als europäische Engagementer. Wir sichern die positiven Elemente vom Text. Und wir verbannen als Zustimmung mit einem klaren Auftrag,
d'Aarbecht am Hircht am Dialog am Sektor weiterzuführen. Dafür wird als Fraktion diesem Gesetzesprojekt zustimmen. Und ich sage auf dieser Platz große Merci.